Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in F1 2013, ein Game, das 2013 rausgekommen ist. Aber eines von den, sagen wir, von den letzten guten Codemaster Games, also neben natürlich F1 2020, wo wirklich absolut golden war. Aber vor allem das letzte F1-Game, wo noch V8-Motoren drin hatte. Und es ist natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen F1-Games oder sag ich mal F1 20, zum Beispiel F1 2020 oder auch 21, weil das ist schon sehr, sehr einfach aufgebautes Game. Also Physik ist natürlich sehr simpel gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie so brutal simulationslastig, sondern schon mehr arcadig. Also für die das mit Controller gespielt. Das Game ist ja auch noch zu einer Zeit rausgekommen, wo ja PS4 ist gerade eigentlich frisch rausgekommen wäre. Also es ist eigentlich mehr auch noch auf der PS3 eigentlich gelaufen und eben halt auch PC. Also von dem her, das Game ist dementsprechend schon relativ einfach. Aber es ist ein geiles Game. Nachher ist ja noch das 14 gekommen, wo wirklich eine Katastrophe war. Und ich dachte so, weil ich ja Ferien habe und ich ein kaputtes Becken habe, nicht viel oder praktisch nichts machen kann. Dann dachte ich so, ich probiere mal noch etwas aufzunehmen wieder. Ich weiß nicht, wie gut das geht mit dem Fahren, aber wir probieren es jetzt mal. Ich werde das auch ein bisschen ganz kurz halten, also die ganze Episode nicht extrem lang. Jetzt die könnte ein bisschen länger werden wegen dem Erklären alles, aber grundsätzlich möchte ich die kommende Episode ein bisschen kürzer halten. Wir machen auch Splits Qualifying ohne Training und wir haben einfach ein 25% Rennen und wir fahren bei Williams mit dem Pastor Maldonado als Teamkollege. Und ja, das ist ein Rennen, startet jetzt in Australien. Schwierigkeitsstufe ist Expert, es gibt noch Legenden. Ich schaue jetzt aber mal schnell, wie gut ich bin mit Legenden, nicht mit Legenden, sondern mit Expert, ja, wo ich mir etwas so einreihe. Wenn ich dann sehe, okay, ich bin viel zu stark, ich tue mich ein bisschen am Pastor orientieren, dann nehme ich es dann auf Legenden, das ist dann die höchste Stufe. Und sonst kann man auch wieder abstellen natürlich. Aber ja, einfach das so als Randinfo. Plus natürlich auch alle Fahrassistenten sind ausgeschaltet, also ABS und kann ich sagen, Traktionskontrolle natürlich, alles ist draussen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen auf Australien. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob es Updates gibt und alles drum und dran fürs Auto. Keine Ahnung, bin ich überfragt. Ich weiß es nicht. Wir sehen es dann. Aber ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen jetzt gerade mal auf Australien runter. Und kommen da dann gerade ins Qualifying. Das Geile ist, weil das Game so alt ist, habe ich extrem kurze Ladezeiten. Das ist wirklich nice. So, ich glaube, wir haben den Bottas ersetzt, weil normalerweise ist, glaube ich, 2013 ist der Bottas das erste Mal gefahren. Das war seine erste Formel 1-Saison, meinte ich. Und das ist noch vor der Williams-Martini-Ära. Und Williams war eigentlich immer so schlecht gewesen, muss man sagen. So, ich nehme ein Standard-Setup, also so ausgeglichen. Und wir legen los, let's go. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Weil ich kann ihn nicht leisiger machen. Oh, da bin ich spät auf der Bremse. Oh, sehr schlechtes Qualifying, habe ich das Gefühl. Wo bin ich geworden? Du bist hinter unseren Erwartungen.
Erwartungen zurückgeblieben. Startplatz 12. Morgen musst du pushen und versuchen, in die Punkte zu fahren. Okay, danke. Jeff, nehme ich jetzt mal an. Also nach jedem Game Jeff. Wir sind viel besser als der Pastor. Schauen wir mal an. Ja gut, der Pastor ist auch... Ja. Gut, er hat auch immer in der letzten Sieg für Williams gehabt. Aber ja, das ist der Pastor. Also, gut. Wir sind hinter dem Hülkenberg. Wir schauen mal da noch geschaut rein. Wer ist eigentlich da alles so gefahren? Das wissen vielleicht ein paar von euch nicht einmal mehr. Also, da ist ja nicht mehr ganz goated gewesen. Also schon, da sind hure grosse Namen am Formel 1 Zirkus mitgefahren. Aber der Michael Schumacher zum Beispiel schon nicht mehr mitgefahren. Das war die erste Saison gewesen, auch wo der Lewis bei Mercedes gefahren ist zum Beispiel. Hat auch Pole geholt. Dann haben wir den Vettel, Alonso, Rosberg, Massa, Weber, Raikkonen, Button. Also einfach nur mal P1 bis 8 brutale Legenden drin. Dann haben wir den Grosjean, den Perez, Hülkenberg, dann kommen wir, Gutierrez, Paul Di Resta, Sutil, der Maldonado, dann der Verne, Daniel Ricciardo, dann der Charles Pic und der Van der Gaart und dann haben wir da noch den Jules Bianchi und der Max Chilton, die auch noch gefahren sind. So, gut. Dies ist dein erstes Rennen. Sei schön vorsichtig, dann kannst du garantiert ein gutes Ergebnis einfahren. Viel Glück! Oh, hure schlechter Start. Ich habe nicht mal gewusst, ich muss eine Kupplung loslassen, aber ich glaube, das hat es gar noch nicht gegeben. Oh, das Shitscares pusht ja extrem. Okay. Staut schon ein bisschen. Einfach kein Frontflügel wegfahren. Also P10. Das Problem ist aber, ich weiß eben nicht, wie gut die KI kämpft. Ich habe keine Ahnung, ob die Hure drin dived oder ob sie mega verteidigt oder so. Keine Ahnung, das werden wir jetzt alles ein bisschen herausfinden. Ja, dann mit der Massa. Wie kann ich auf Fackmisch umschalten? Ah, da. Okay, das muss ich über die Tastatur machen in dem Fall. Aber ist jetzt so schlimm, da weiss ich Bescheid. Ich habe jetzt Mager drin, weil ich tue jetzt... Nein, ich gehe jetzt eben extra nicht vorbei. Ich bleibe jetzt mit Mager einfach hinten dran. Also ich schaue, ob ich mich daran halten kann. Ich hoffe, dass ich durch den Windschatten mich ein bisschen nachziehen kann. Und gehe nicht vorbei. Oh! Aber ich wollte eben den Sprit ein bisschen aufhalten, ein bisschen sparen. Dass ich, wenn ich nachher was Softs habe oder weiche Reifen habe, dass ich ein bisschen trainiert pushen kann. Jetzt kommt der Hülkenberg. Oh! Oh! Wow! Wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was hätte... Was ist das? Alonso gewesen? Muss Alonso sein? Oh mein Gott! Also ich habe mich dort aber so richtig gesehen, auch noch wegfliegen. Oh mein Gott. Oh fuck, jetzt habe ich Dirty gemerkt, aber...
Ja, übergleich hat er gerade geschoben. Oh, fährt spät auf der Bremse. Fuck, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Also das Bremsen ist hier echt tricky. Also vor allem Bremspunkte richtig hin. Da auch wieder. Oh mein Gott, ey. Okay, das übernimmt alles. Okay. Muss irgendetwas drücken oder so? Nicht? Okay, gut. Und Force India kommt auch rein. Ja, das ist die Perspektive, die sind geil. Die sind natürlich sehr geil gemacht, dazu mal. Wir sind P10, wir sind recht in der Kette jetzt. Aber wir haben Softs. Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Aber jetzt haben wir ein leichtes Auto und wir können pushen. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Hahaha, wir haben mal 7 Sekunden Gap gehabt. Der Fahrer vor dir ist in Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Boah, wir sind hure schnell gerade. Jetzt mit DRS ansaugen vielleicht. Du befindest dich weniger als 1 Sekunde hinter deinem Vordermann. Nutzt zum Überholen DRS. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. Das war jetzt noch ein frecher Push gewesen. Gut so, du bist 2 Plätze besser als unsere Wunschposition. Manöver zurecht. Ein Purple gemacht, okay. Deckt innen ab. Schön. Strong. Hamilton vor uns. Der ist von P1 gestartet. Sehr schlechtes Rennen für ihn. Sepp hat gewonnen. GG. Und wir werden P7. Solides Rennen, würde ich sagen. Solides Rennen. Von P11, 12 sind wir gestartet, sind vorgekommen. Gut, eben Alonso und wer ist das so gewesen? Haben sich abgeschossen noch? Muss ich in der Wiederholung schauen. Wir schauen mal in die Wiederholung noch rein. Du bist in den Punkten. Da freut er sich aber bei Williams. So, wir schauen mal in die Wiederholung rein, wieso das da geschossen hat. So, da haben wir die Situation nochmal. Mir sieht es leider wirklich nicht. Also man sieht jetzt schon den Ferrari. Ich glaube, der ist so weit rausgepusht worden. Und dann fährt er irgendwie so ein bisschen schräg. Ich habe eben keine andere, also ich kann ihn eben nicht auswählen. Ich kann seine Wiederholung nehmen. Und dann, ja. Heilige Scheiße, oh, wie knapp, ey. Das ist krass gewesen, aber es sind keine Teile geflogen. Ich weiß nicht, ob der Damage eingeschaltet ist oder nicht. Aber der hat schon geschossen dort. Wir tun jetzt mal hier noch schnell kurz andere Perspektive rein. Vielleicht gibt es eine Aussenperspektive. Wird das die da gerade sein? Ist gerade die Perspektive ausgewählt worden für in dieser Kurve? Ah, da. Ja, okay, ja. Also man sieht es eben gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Wieso dass der Ferrari dort ist. Oh, der Dings war auch noch näher hinter mir hier, der Hülkenberg, hä? Batz! Die zieht dort noch so schön zwischendurch. Und ja, das war eigentlich schon das erste Rennen gewesen. Ja, da freuen sich. Nach dieser grossen Enttäuschung im Qualifying sind wir jetzt P7, haben uns schöne Punkte geholt. Da freuen uns Williams alle am Klatschen. Schau mit Renningenieur, da kommen wir auch noch gratulieren. Ja, super Job gemacht. Danke.
Wo hat er jetzt hergeklatscht? Er hat einfach rechts übergeklatscht, niemand gestanden dort. Okay, aber egal. Gut, also. Da sind wir auf P7, Maldonado P17, der hat gar keinen Punkt geholt. So, das nächste Rennen ist Malaysia, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Das MYS wird Malaysia sein, wahrscheinlich, nicht mehr so schwer an. Dann kommt China, Bahrain, Spanien, Monaco und Kanada. Es sind gute Rennen auch dabei, sind wirklich gute Rennen dabei. Und ja, ich würde mal sagen, das war es mit der heutigen Episode. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns schon wieder in Malaysia. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!